Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Days Gone auf Pelzig. Oh, fängt ja schon mal großartig an. Diek, was machst du? So. Okay, machen auf. Mach das Tor auf. Genau. Ich mag jetzt nochmal zu Tucker und mag ihr nochmal das Ding abliefern. Und dann schauen wir mal, was wir hier möglicherweise noch kriegen dafür, ne? So, also erstmal würde ich ganz gern noch tanken. Ui, 8000 Cent haben wir mittlerweile in der Tasche. Bis bald. Gar nicht mal so verkehrt. So, da sitzt sie, die Gutfrau. Also, Tuckerella, hier habe ich was für dich. So ein hässlicher Montierhebel von so einem noch hässlicheren Hast du den Kerl. Mistkerl gefunden? Ja, hier, der Eisenzaun. Wie du ihn wolltest. Ach, sehr schön, Dick. Ach, du bist der Einzige, auf den ich mich immer verlassen konnte. No. Weißt du, ich habe keine Ahnung, wo du und Loser hin seid. Na los! Aber es An die ist Arbeit. schön, dich zu sehen. Hey, nein, Wir sind in der Nähe, Tag. Ich Wenn arbeite du was jetzt. brauchst, weißt du, wie Okay. du mich erreichst. Okay. Geh zu Alcatraz. Ich schreibe die Punkte gut. Wie einfach hinter mir jemand verkloppt wird. Schön blutig zu 92%. Warum immer nur zu 92%? Ich hab's doch gemacht. Naja. Okay, ich bin noch kurz vom nächsten Levelaufstieg. Das wird jetzt natürlich wieder durch meinen Mollekopf verdeckt. Wir sind bei 11.155 von 12.000. 93% bis zum nächsten Level. Gut, Kopfgeldjäger zu 13%. Alter. Da wird gerade jemand hinter mir verkloppt. Alter. Dann ist alles okay. Jesus, leid. Kein Job verfügbar. Na gut, kein Job verfügbar. Ada Tucker schwirrt hier einfach nur rum, weil sie es kann. Und hier, Hammer, ich erinnere mich. Erinnerst du? Okay, das ist dieser Nero-Kontrollpunkt, den ich nicht erreicht habe. Und sonst stellen wir gerade nichts auf unserer Liste. Das heißt, wir müssen jetzt hier. Was hast du getan? Besuche Sarahs Gedenkstein. Okay, das heißt, vielleicht komme ich erst jetzt zu diesem Nero-Kontrollpunkt. Alle hopp, dann machen wir uns da mal doof der Weg. Das scheint mal wieder Hauptquest zu sein. Ich schau mich nochmal um. So, weiteres Vertrauenslevel haben wir leider nicht erreicht. Deswegen machen wir uns wieder auf die Socke. Machen wir uns da auf. Ihr illustren Leute. So. Okay. Dann fahren wir ja an dem Heisel hier vorbei. Oh, schöner Pavillon. Das war bestimmt ursprünglich mal richtig gemütlich hier in der Umgebung. Allerdings durch die Infektion weniger schön, habe ich das Gefühl. Da komme ich wahrscheinlich an eine 3, oder? Echt was? Wenn das hier so dorfartig ist, da gucken wir uns doch hier auf jeden Fall mal um. Wobei ich denke, dass Tuckers Leute das wahrscheinlich alle schon geplündert haben hier, ne? Sie hat ja selber gesagt, in ihrem Kader sind nur die edelste Leute unterwegs. Aus Diebe, Plünderer, Mörder, Vergewaltiger hat sie so ziemlich alles aufgenommen. Das heißt, muss man sich nicht wundern, wenn du wirklich die Creme de la Creme unterwegs ist bei ihr. Ah, da ist noch ein bisschen was. Bierflasche, okay. Sonst, ja. Holzhütte halt, ne? Machen wir mal weiter. Der Gaul A. Kriege ich dich nicht mit dem... Ah, scheiß drauf. Ne. Ja, das habe ich davor, wenn ich die Rehjagd mit dem Maschinengewehr machen will. Da drüben sehe ich schon, dass noch eine Zählernsetzung irgendwo ist. Da ist er, ich sehe sie. Hat sich gelohnt, da rein zu skillen, finde ich. So, das sägen wir jetzt erstmal ab, weil so würde ich das selten bis gar nicht erkennen, um ehrlich zu sein. So. Trophäe erhalten in Kupfer. Oregon Handwerker. Jetzt weiß ich auch, in was am Bundesstaat wir sind in Amerika. In ehemals Oregon anscheinend. Okay. Na gut. Oh. Da sind wir wieder in einem infizierten Gebiet, was ich da abgegrast und kaputt gemacht habe. Ich erinnere mich. Dann sind wir auf jeden Fall schon mal auf der richtigen Spur. Hier ist noch irgendwo was. Plünderer, verdammt, Sie dürfen mich nicht sehen. Hätten wir schon gesehen, das passt schon. Dann. Ich gleich ab. Ups, ich hab nichts mehr. Da gibt's halt mit dem Vorschlaghammer auf die Gosch. Einen Vorschlaghammer habe ich. Das scheint wohl Eindruck zu machen bei den Leuten. Okay.
Ja, jeder, der schon mal Hildi geschwungen hat, der weiß, dass so ein Ding nicht nur schwer zu handhaben ist, sondern je härter man zuschlägt und je öfter man zuschlägt, kann es natürlich auch vorkommen, dass sich der Eisenkopf vom Stiel irgendwann löst. Und dann hast du halt wirklich ein kleines Problemchen. Ups, da bist du ja. Ist noch einer? Oh. Sehr brachial. Also ich möchte mir auch nicht vorstellen, wie das ist, einen Vorschlaghammer auf den Schädel gekloppt zu kriegen. Das muss richtig übel wehtun. Ich glaube, ich wäre beim ersten Mal schon K.O. und beim zweiten Schlag dann wahrscheinlich tot. So. Okay, hier geht's irgendwo runter, den Weg entlang. Da müssen wir wohl da lang fahren. Mensch, hier ist noch irgendwo eine Zedernsetzung, habe ich gesehen. Das wird wohl das dahinter sein, ne? Genau. Dann mach. Hol das und wir machen hier jetzt mal vollends. Genau. Da haben wir jetzt wieder volle Bolzer. Finde ich gut. Ich arbeite sowieso unglaublich gern mit der Armbrust. Ich weiß nicht, was wir noch an Spezialwaffe sonst noch kriegen werden. Aber mit der Armbrust arbeite ich soweit eigentlich echt am liebsten, muss ich sagen. So, vielleicht ein bisschen die Wege mal meiden und ein bisschen abkürzen, wenn es möglich ist. Ja, lass uns wieder irgendwelche eklige Typen da begegnen. Bei den Plünderer habe ich jetzt leider auch nicht gesehen, ob da irgendwie noch ein Geisel oder was da in der Nähe war. Das war nämlich, glaube ich, so ein Fragezeichengebiet. Na egal, wir werden es sehen. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, ob man jetzt erst auf diesen... Ob man jetzt erst auf diesen Nero-Kontrollpunkt zugreifen können, der uns vorher offensichtlich verwehrt blieb. Weil da habe ich hier wieder geguckt und es war wieder so ein Scheiß von wegen irgendwo hin am Hügel oder sonst was. Das gefällt mir als nicht. So, warte mal. Gott, Schrott nochmal das Bike repariert. Das sollte drin sein. So, setz dich. Und fahr. Immer noch da. Wie viele Jahre es wohl dauern wird, bis alles verschwunden ist. Okay, jetzt guck mal du plötzlich... Ah, nee, Quatsch, das ist... Schönes Flüchtlingslager. Draußen wird ihr besser drin gewesen. Warum habe ich das beim letzten Mal nicht gecheckt, wo das ist? Gar nichts beschützen. Aber hier sabbert's irgendwo kräftig rum. Ah, du sabbert's. Was? Da ist noch einer. Was? Au, das war ein schöner Abgang. Eventuell ist hier wieder was Schickes drin für uns. Sprich, MG-Munition. Jo, 22 Sturmgewehr-Muni. Genau, die will ich. Gib her. Mein Bike stelle ich jetzt erstmal draußen ab. Hier gucke ich jetzt nochmal, ob ich Lautsprecher abgreifen kann oder so. Sieht nicht so aus. Ah ja. Das ist schon mal sehr gut. Dann kann ich nämlich bei der Gelegenheit gleich mal wieder mein Bike tanken. Und der Rest fließt in den Generator hier. Wo auch immer der ist. Na, wir werden ihn schon finden, oder nicht? Ich vermute eher, dass man finden werden. So, warte mal. Das Ding erstmal weg, damit ich hier ordentlich plündern kann, wenn es was gibt. Aber Dunkelaufer, hier gibt es nichts. So, immer aufpassen, dass mein Molokop auch hier in der Kamera drin bleibt. Aber irgendwo schleichen noch ein paar Infizierte durch die Gegend. Ah, das ist wieder Bierflasche. Die holen wir uns. Okay, hier im Lazarett kein Medikit. Schade. Okay, ich nehme das Ding jetzt gleich mal mit, damit ich sofort reifüllen kann. Wenn ich das Ding dann finde. Den Generator. Ich glaube, ne, da drüber ist er nicht. Aber ich aktiviere ihn dann auch nicht gleich. Nur weil ich einen Tank ist es noch lange nicht, dass ich ihn aktiviere möchte. Hier ist auch nichts in dem Bettelager. Also um mich rum scheinen überall Infizierte zu sein, aber ich sehe sie gerade auch nicht, um ehrlich zu sein. So, jetzt müsste ich nur noch wissen, wo... Ah, da steht Uff. Da steht sogar Uff hier. Okay. Hier drin gucken wir uns natürlich nochmal wegen dem Gerät um, wegen dem
Tonbandgerät. Oh. Das machen wir so. Wenn sich das fix lösen lässt, dann bin ich immer sehr für die fixe Lösung von dem Ganzen. Machen wir hier die Kiste auf. Ne, komm. Was, Faller? Mach die Kiste auf. Ich will wissen, was dort drin ist. Munition. Yeah. Genau, die brauchen wir. Hier ist nix. Aber klar, bei Nero-Kontrollpunkte muss man halt auch immer damit rechnen, dass es hier selbstverständlich auch Munition noch gibt, wenn die aufgegeben wurden, die Dinger. Hat mich ja noch schon entdeckt. Ah, doch. Ah, aber der Freaker kommt da drüber. Warte mal. Jo. Hier ist noch irgendwo einer. Ah, da. Da drüber. Kommt die hier durch? Ja. Ist so. Und hat sich erledigt. So, jetzt gucken wir, dass wir noch die Ohren absammeln und möglicherweise noch die Bolzer. So. Genau, aber leider kein Bolzer mehr abgegriffen. Schade. Aber hier kommen wir auch rein. Ah, Medikit. Geil. Ich möchte nämlich eigentlich hier nochmal den Nero-Injektor, sofern es hier einer gibt. Erledige die Freaker im Camp. Na gut. Okay. Hab jetzt hier leider weder Injektor gesehen, noch eine Tankstation, also so ein Tankgedöns. Ein paar Freaker habe ich ja immer hier schon erledigt, als ich hier war. Oh, ich rutsche sehr stark in den Bereich ab, in der rechte Bildschirmbereich. So. Oh, da ist noch einer. Mensch. Freaks. Anna. Nicht hier, verstanden? Ihr könnt fressen, wo ihr wollt, aber nicht hier. Okay, das muss anscheinend mit seiner Sarah zu tun haben. Das ist meins. Verstanden? Ja, so ist gut. Okay, aber der Nero-Kontrollpunkt scheint mir offen zu sein. Verschwindet aus meinem Camp. Wie viele von euch Scheißkerlen sind denn hier? Ja? Oh oh. Was ist das jetzt? Wie viele? Okay. Hier gibt es aber immer noch etliche von der, naja. Ah, da kommt schon wieder eine Arge rammelt in die Seite rein. Nur noch 3 übrig. Okay. Gut, hier habe ich nochmal Benzin. Wenn ich wirklich irgendwas aufladen müsste. Da sind noch welche. Scheiße. Das war's mit dem. Und hier, den können wir noch, den letzten können wir noch so erledigen. Komm her, du Scheißkerl. Ups, das war aber etwas zu früh. Das war der letzte. Gut. Okay, lege Mauerpfeffer bei Sarahs Gedenkstein ab. Ja, ich habe sie erledigt. Wir machen mir keinen Ärger mehr. Gut. Okay, allmählich wird es auch hier etwas übel von der Zeit her. Bevor ich jetzt zu Sarahs Gedenkstein gehe, was ja wohl ein sehr hoher emotionaler Wert für Decod, gucke ich mir selbstverständlich hier nochmal den Nero-Kontrollpunkt an. Also zumindest hier den Trailer, den sie hier aufgestellt haben. Noch ein Nero Mikrorekorder. Jo, Keine Ahnung, ob ich mir das wirklich anhören will. Hier Flüchtlingslager 13. so könnte der Injektor drin sein. Überrannt! Sagt Reden! Ich versuch's. Sie müssen uns rausholen! Sofort! Ruhig, ich versuch's doch. Wiederhole. Hier Flüchtlingscamp 13 Delta. Wir werden hier überrannt. Hört mich jemand? Her mit dem Ding! Was soll das denn? Ich sagte, Loslassen. her mit dem Loslassen. Funkgerät! Lief hier super ab hier. Mayday! Wir werden überrannt! Okay, hier war doch kein Injektor Scheiße. drin. Tut mir leid, dass ich nicht da war. Okay, ich schätze, auf den Injektor müssten wir wohl verzichten hier in dem Kontrollpunkt, weil das ist alles vollkommen überrannt. Das hatten wir bisher noch nicht. Dass so ein Nero-Stützpunkt wirklich komplett offen lag.
Ansonsten waren die immer abgesichert oder zugeschlossen und so weiter und so fort. Da ist es. Hey, ich bin's. Dann war sie wohl hier in dem Kontrollpunkt untergebracht, vermute ich jetzt mal. Vermute ich jetzt einfach mal steil, ne? Weil wenn er hier schon für sie Gedenktafel etc. abbringt, dann wird sie wohl auch hier untergebracht gewesen sein. Aber Deacon, ich muss dir was sagen. wir werden es gleich sehen hier. Schon okay, es ist nur mein Arm. Du hast gesagt, wir sollten nicht zurückkommen. Ich habe nicht auf dich gehört. Ich meine, ich wusste, es wird schlimmer, aber Keiner von uns wusste, dass das passieren würde. Nicht so du schnell. verstehst das nicht. Was sollte ich denn machen, wenn ich dich verliere? Es ist meine Schuld. Hey, niemand verliert irgendwen. Ich hab's versprochen, weißt du. Deacon, warte! Sarah, komm schon. Da ist dein Kind. Warte. Hey. Hey, bist du okay? Komm, wir finden deine Eltern, okay? Wir müssen wirklich los. Komm. Sie hatte ein Messer. Oh, verdammt. Wie schlimm ist es? Scheiße. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist nicht so schlimm. Scheiße. Okay, halt das hier fest, drück es ganz fest drauf. Kannst du laufen? Ich glaube nicht, aber ich kann gehen. Okay, das reicht. Fast da. Ich befürchte, wir spielen jetzt ein bisschen Vergangenheit. Ja, sie müssen evakuiert haben. Ja, sie sind wohl geflohen. Sieht nicht gut aus, das Messer hat man nie erwischt oder so, sie wird septisch. Wie geht's, kleine Schwester? So dämlich. Es war dieses Mädchen, dieses verdammte kleine Kind. Großes Messer. Hey, hilf mir. Na komm. Oh, na los. Noch Jetzt einmal. haben wir Wir müssen weg, bevor sie hier durchkommen. auch noch die Information, dass Sarah Boozers kleine Schwester ist. Ach, das ist eine Information, die man nicht unterschätzen sollte. Ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt hier nochmal ein bisschen Vergangenheit spielen, oder ob wir das nur filmsequenzmäßig gezeigt kriegen. Da ausruhen. Hey, langsam. Sie hat mich so sehr an meine Schwester erinnert, weißt du. Wir haben immer zusammen Verstecken gespielt. Sie hat immer den Kopf in den Mantel gesteckt, einfach so. Ich hatte schon Stichwunden, aber nicht solche. Sieht nicht gut aus. Scheiße. Sieh doch nur. Wir müssen hier weg. Können wir nicht lang. Okay. Komm. Na gut. Hey, Süße, kannst du gehen? Okay. Rosa. Ja, ich hab sie. Führt uns hier raus. Verschwinde! Wir haben sie getötet! Okay, ganz ruhig. Warte, langsam. Was machen wir? Ja. Okay. Du lenkst ihn ab. Ich versuche mich vorbeizuschleichen. Okay. Nichts passiert, GG. Ich pack das, geh. So? Hey, ich bin unbewaffnet! Raus hier! Hören Sie zu! Meine Frau ist hier draußen, sie ist verletzt. Wir wollen nur aufs Dach. Verschwinde den Helikopter. Wir haben Und sie wir- getötet! hören Sie, wir wir wollen haben nur- meine Frau getötet! Oh, nein, Moment. Ja. Ich weiß nichts davon, dass Ihre Frau Sie getötet wurde. getötet. Das tut mir wirklich sehr leid, aber wir haben nicht getan! Wir haben nicht getan! Hören Sie! Jetzt, gib mir die Waffe! Gib mir die Waffe! Getötet! Wir haben sie getötet! Wir haben sie getötet! Oh Gott. Boah. Das muss so herzallerliebst gewesen sein, der Infizierungsphase. Scheiß doch ins Kanonenrohr, Alter. Jetzt wissen wir wenigstens, wie es zur Evakuierung kam, was wir ganz am Anfang im Tutorial gesehen haben.
Warten Sie, wir brauchen Hilfe. Sie ist verletzt. Genau. Was ist mit ihr? Also sie hat nicht, was immer da draußen abgeht, sie hat eine Stichwunde. Ich kann sie nicht mitnehmen. Oh, okay, hören Sie, O'Brien? Wenn wir sie nicht sofort in ein Krankenhaus bringen, dann wird sie sterben. Es gibt keine Krankenhäuser mehr. Ach, komm schon, es gibt keine mehr. Ihr habt Ärzte, Sanitätszelte, eine Lazaretteinheit. Ich bin nur ein Doktorand, okay? Ich wurde einfach eingeteilt. Ich sollte nicht mal hier draußen sein. Brian, Okay. Scheiße. Ich habe nur für 2 Leute Platz, okay? 2. was soll das heißen? Nur Wir für sind zu 2? schwer, okay? Ich kann nur 2 von euch mitnehmen. 2. Okay. Na los, helfen Sie, na los. Na komm, Süße. Okay. Alles wird wieder gut. Ich hab sie. Hey, ich bin sofort zurück. Okay, Busa, los jetzt. Wir müssen zu diesem... Warte. Wir müssen zu diesem Ich hab's Heli. gehört. Es ist nur Platz für 2 in dem Heli. Geh. Geh mit ihr. Ich komm schon klar. Ich habe schon Schlimmeres überstanden. Ja, haben wir. Wo fliegt ihr hin? Was? Wohin? Wohin? Flüchtlingscamp, nördlich vom Three Finger Jack. Nein. Usa wird es niemals ohne mich schaffen. Ich will den zurück. Kommst du? Nein. Geh! Oh, Scheiße. Was hast du getan? Ja, das ist jetzt nochmal drum ergänzt, was wir am Anfang sehen. Und jetzt wissen wir auch wieder, Nero-Kontrollpunkt nördlich des Three Finger Jack. Das ist exakt das, wo wir da unterwegs waren. Wo wir gerade hier im Camp drin sind. Ja, das war das, wo Sarah hier gesollt hätte. Ob sie jetzt doch gestorben ist oder als verschollen galt oder im Zuge von dem Überrennen irgendwie gestorben ist oder als vermisst galt. Weiß man nicht. Noch nicht. Warten wir mal ab, wie viel Licht wir hier ins Dunkle bringen können. Wir haben auf jeden Fall jetzt mal die Information, dass Sarah die kleine Schwester von Busa war. Wie gesagt, ist eine Information meiner Meinung nach, die man nicht unterschätzen sollte. Und es wäre kein Spiel, wenn Sarah nicht noch irgendwie leben würde und sie es uns übel nehmen würde, wenn wir Busa nicht durchboxen. Okay. Ich komme wieder her und ich weiß, du würdest das nicht wollen, aber... Jetzt ist Nacht. Busa hat wohl recht, ich kann nicht anders. Wie gesagt, ich komme wieder. Mission abgeschlossen, 100%. Was hast du getan? Jetzt wieder ein neues Level. Hot Springs gibt wieder ein bisschen Zeug. Ich erinnere mich zu 11% Ziel. Ich muss meine Vergangenheit bewältigen. Okay. Puh. Busa, noch ein Nero-Hubschrauber. Ich frag mich, was die hier wollen. Wahrscheinlich Waschzup. Ja, da drüber sehe ich sie wieder, die Gestalter. Woher auch immer die fliegen, ne? Hier wahrscheinlich, ne? Auf der Suche nach etwas, ja. Ich suche nach Nero. Aber ich mache jetzt erst mal Folgendes nochmal. Ich gehe noch in meine Fertigkeiten. Schauen nochmal, was wir im Fernkampf noch Schickes machen können. Konzentrierter Schuss. Was ist dann desto Dauerfeuer? In Konzentration können Fernkampfwaffen schwächere Gegner eher aufhalten. Okay. Das ist doch noch Kampf und Flucht. Ziele in der Bewegung präziser mit einer Fernkampfwaffe. Teufelskreis, die Fähigkeit auf einen Nahkampfangriff, einen Fernkampfangriff folgen zu lassen und enormen Schaden zu verursachen. Okay.
Da brauche ich noch eine zusätzliche Fähigkeit. Ziele in der Bewegung präziser, reduziere die Abklingungszeit von Konzentration, reduziere den Rückstoß von Waffen, Nachladezeit. Ja, ist gar nicht mal so schlecht, was er drauf aufbaut. Sofortige Erholung. Erhöht den verursachten Schaden durch Armbrustbolzen, Präzision von Fernkampfwaffen, Kopfschüsse, Kills, gewinnst du Gesundheit zurück. Na, das ist gar nicht mal so verkehrt. Konzentration. Beim Sprinten Fernkampfwaffen nachzuladen. Verbrauchst keine Konzentration mehr, wenn du Fernkampfwaffen nachlädst. Auch nicht schlecht. Die Munitionskapazität für alle Fernkampfwaffen. Die sind alle gar nicht mehr so übel, die Dinger. Bei Überleben möchte ich aber auch noch mal kurz reingucken. Die 2 habe ich schon. Anzeige von bla bla. Erhöhe die Reichweite von Überlebenssicht. Zeige weniger Lärm, wenn du dich bewegst oder fallen lässt. Okay. Doppelt so viele Pflanzen. Überlebenssicht von Gegner. Ja. Ich denke, du könntest noch schon ein paar schöne Sachen machen. Aber ob ich da jetzt wirklich einen Fertigungspunkt... Ne? Ich glaube, der Zweig lohnt sich. Aber ich denke, der Zweig ist auch ziemlich cool. Machen wir nochmal Desto dazu, der Teufelskreis. Die Fähigkeit, auf einen Nahkampfangriff, einen Fernkampfangriff folgen zu lassen und enormen Schaden zu verursachen. Probieren wir das einfach mal aus. So. Drücke R2 für einen Nahkampfangriff, halte L2 gedrückt und tippe R2 für einen Fernkampfangriff an. Okay, wir probieren es einfach mal. Fertigkeitsstufen 2 freigeschaltet. Perfekt, genau darum geht es mir ja. Moment, wenn ich jetzt hier das Ding mache. So. Und... Ah, so geht das. Okay, verstehe. Verstehe. Auch wenn ich das hier, hab, ne, die Nahkampfwaffe, hau ich einmal drauf, kann dann L2 gedrückt halten und kann dann mit meiner Spezialwaffe, in dem Fall der Armbrust, schießen. Ziemlich cool. Ich würde aber sagen, ihr liebe Leute, wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play Days Gone auf Pelzig, wo wir dann hier wieder hingehen auf die Suche nach dem Nero-Helikopter. Schauen wir mal, was da kommt. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Eiern. Yankee.